Guten Tag, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ich begrüße Sie im Namen Gottes des Allmächtigen. So steht es in der Schweizerischen Bundesverfassung an erster Stelle. Es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute mein 5. Buch «Jesus ist vom Gotthard» Ihnen vorstellen kann. Sie werden staunen, wieso ich das Buch schreiben durfte. Seit Jahrzehnten werden Sie und ich wohl unsere Vorfahren seit Jahrhunderten und Jahrtausenden von der Religionsführer an der Nase herumgeführt. Es geht doch nur um Macht und Geld. Wird wohl bewusst Hass unter den Religionen geschürt. Christentum, Judentum, Islam, die 3 monolithischen Religionen. Wir sind doch alles Schwestern und Brüder. Wir sind auf jeden Fall im Himmel. Wieso sollen wir es nicht auch auf Erden sein? Lesen Sie bitte das Buch «Jesus ist vom Gotthard». Wieso, dass ich das Buch geschrieben habe? Ich habe überall im Neuen Testament gesucht. Was hat Jesus von seinem 12. bis zu seinem 32. Lebensjahr gemacht? 20 Jahre! Man kann nichts über die 20 Jahre von Jesus Christus als Wanderprediger lesen. Hat man das bewusst tot geschwiegen? Ich sage ja. Wie schon im Alten Testament sehr viele Textstellen, die man ja heute beweisen kann, sind auch meine anderen Bücher wie «Das Medaillon Gottes», kann man das heute tatsächlich feststellen. Je nach Machtgefüge hat man dieses oder jenes geändert. Die Städte wie Jerusalem, Rom, Mekka sind von Menschenhand erschaffen worden. Aber Gott hat mit dem Urknall alle Universen erschaffen, auch unser Sonnensystem und somit unsere Erde. Und er hat auch die Alpen und somit das Gotthardbergmassiv erschaffen. Der Gotthard ist ein heiliger Berg. Ziel der Schweiz, Ziel von Europa. Jesus Christus ist mehrmals auf den Gotthardpass gestiegen. Er hat Andermatt, Airolo, andere Bergdörfer besucht. Einmal war sogar seine Mutter Maria dabei und hat den Gotthardpass besucht. Der Name Gotthard hat Jesus Christus gegeben, weil das Wort Gotthard kommt aus dem Indo-Germanischen, aus der Sprachwurzel und heißt Gott ist stark oder Gott ist mächtig. Wer sich also fragt, wieso dass Jesus erst wieder im Alter von 12 Jahren vor dem Hohenpriester auftaucht und der Schriftgelehrten und Pharisäer während 3 Tagen ihnen Sachen in seinen Vorträgen an den Kopf gerührt hat. Eben die Manipulationen vom Alten Testament. Und vor allem, wieso sie seit Jahrhunderten immer wieder etwas Wichtiges vernachlässigt haben. Obwohl Propheten das schon ein paar 100 Jahre und ein paar 1000 Jahre vorher immer wieder predigt haben. Das Wiedergeburtswissen. Stellen Sie sich vor, das steht in dem Buch. Darum hat natürlich Jesus als 12-Jähriger müssen fliehen. Er ist mit den Essener geflohen. Die sind ja auch genau zu dieser Zeit auf einmal verschwunden. Er ist nach Südfrankreich gereist. Und viele andere aus dem Neuen Testament, die zu Jesus Christus gebetet haben und ihm geglaubt haben und zu ihm gestanden sind nach seinem Tod am Kreuz im Alter von 35 auch nach Südfrankreich geflohen. In vielen Alpentälern, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, kann man und findet man alte Sagen in diesen Tälern. Durch das Buch, durch das Wissen aus dem Buch, machen auf einmal die Sagen Sinn. Jesus war auf dem Gotthard. Aber er hat vor allem in Südfrankreich gelebt. Ist klar, die Rhone darauf, das Wallis darauf, über die Furka, Roserental, Andermatt. Dort hat er lange gelebt, in dieser Gegend. Er hat sehr viele Menschen gesegnet. Hat sein Wissen
diesen Leuten dort weitergegeben. Es waren ja vor allem Kelten, die dort gelebt haben. Einmal hat er seine Mutter mitgenommen, wie ich anfangs gesagt habe. Sie sind dann über die Südroute. Der Gotthard passt ab. Airolo, Leventina, Lago Maggiore, Mailand, Turin, ab nach Genua. Und wieder zurück nach Südfrankreich. Wer also wissen will, was Jesus in diesen 20 Jahren zwischen dem 12. und 32. Lebensjahr gemacht hat, bitte lesen Sie das Buch. Was er vor allem der Hohepriester gesagt hat und der Schriftgelehrten und Pharisäer, steht in diesem Buch. Wie sie das genau die Sinner während dieser Zeit mit dem Jesus geflohen sind, was sie nachher mit ihm alles gemacht haben. Er ist ja auch unter anderem in Ephesus in der heutigen Türkei und ist nachher später ja noch in Indien wo er wieder zurückkam als 32-Jähriger. Theoretisch und auch praktisch könnte man nur plötzlich die heutigen Religionskriege stoppen. Wenn dann eben die heutigen Religionsführer aus dem Judentum, aus dem Christentum, aus dem Islam und dem Islam den Mut hätten, zusammenzusitzen, eine Auslegeordnung zu machen und zu sagen, da und dort ist effektiv manipuliert worden. Wir müssen die Reformation, die vor 500 Jahren gestartet ist, einen Reboot geben. Wir müssen wieder nochmal die Reformation starten. Und der mal richtig. Wir müssen das vergessene, aber heute beweisbare Wiedergeburtswissen endlich in die Religion hineinnehmen. Machtgefüge, ist ja logisch, werden natürlich anders aussehen. Wir brauchen immer noch Menschen, die das Wissen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament haben, aber immer aus der Sicht der Wiedergeburt, dass wenn wir sterben, zurück in den Himmel kommen und immer wieder inkarniert werden als Menschen. Dann gibt es halt dann nicht mehr den Reichtum und die Macht, die viele heute Religionsführer und Religionen an den Tag tragen. Sondern Bescheidenheit wird vorherrschen. Eigenverantwortlichkeit wird wieder der Mensch regieren. Und das wird dann automatisch zum Religionsfrieden und zum Weltfrieden führen. In meinem neuen Buch «Das Geheimnis vom Zürcher Stadtsiegel», das nächstes Jahr auf den Markt kommt, nämlich 2019, 500 Jahre für Jubiläum vom Zwingli, wird dann noch einiges mehr aufdecken. Wo war Jesus Christus schon noch gewesen? Er hat die Stadt Thurigum gesegnet. Er hat viele Städte im Rheinruf bis zu der Nordsee gesegnet und war auch noch in England gewesen. Das ist der erste Schritt. Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Sie können damit beitragen, mit dem Wissen aus dem Buch, dass das Wissen so schnell wie möglich sich verbreitet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören, Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp.